Es ist jetzt 20 ab 6 Uhr am Morgen. Mein Tag fängt immer so auf die 6 Uhr an. Und heute schauen wir dies, das und jenes Volume 2. Also das heisst, ich zeige euch nicht nur die Wasserwege, ich zeige euch alles, was ich immer dran bin, weil ich mache meistens so 3 Etappen pro Tag. Und eigentlich ist es Volume 2. Also vieles, was ihr im dies, das und jenes 1 gesehen habt, so steht da oben der Link, passiert jetzt. Seht ihr nochmal, wie es so weitergegangen ist bis jetzt. Und hey, ich mache alles allein momentan. Ein Haufen Leute, die ich kenne und ein Haufen Leute, die mich kennen, haben gesagt, sie können mir helfen. Hey, ich kann mir helfen. Dann wird es noch schneller vorwärts gehen. Aber schauen wir mal. Willkommen in Dresden. Ja, schau mal, wie freut. Jeden Tag müssen wir natürlich Blumen gießen. Ja. Und vor allem, wenn wir dann, dass wir krank rumgelegen sind, haben wir uns das einfacher müssen machen und wir haben es uns einfacher gemacht. Wir haben da, seht ihr da hinten? Ja, Fähne ist gut jetzt. Haben wir einen Wasserverteiler. Also, seht es, warte schon. Haben wir dort den Wasserverteiler, einen 4-Weg-Wasserverteiler. Und das heisst, oh, Fähne! Einmal einschalten und das ganze Wasser wird verteilt. Dort, wo Sachen wachsen. Das zeige ich euch jetzt. Seht ihr zum Beispiel den Kürbis? Das eine wächst besser als das andere, aber es wächst. Und am Abend, ich habe ja gesagt, ich tue alles immer verteilt machen. Am Abend arbeite ich an da dran. Das ist jetzt der Vorplatz. Sieht schon ein bisschen besser aus. Ich habe immer mehr und mehr Dreck, den ich abrühre. Und ich sage euch, da hinten, hinter der Mauer hat es einen Hohlraum drin. Und der Hohlraum ist voller Abfall. Überall. Also wirklich alte Batterien, Schuhe, Kleider, allerlei Büchsen und alles Mögliche ist dort drinnen verstaut gewesen. Wenn wir es gerade von Kürbis haben, da hat es ja mein Kartonreihe No-Dig-Experiment gegeben. Und ja, die wachsen auch. Langsam. Dann gehen wir über, habe ich an ein Salatbeet gepflanzt. Wie ihr seht, lebt nur noch eine, so 1,5 da. Und dort hinten, ja genau dort, wo die Fähne jetzt gerade drüber gewandert ist, dort wächst noch mal ein kleiner anderer. Also 2 Salate haben überlebt. Aber dafür macht es den Feigenbaum noch gut. Schau. Der macht noch gut. Da hat es noch Beere, kennst du es? Und hinten hat es nochmal eine Beere. Da, das ist ein Beerenbusch. Strauch. Ja, der wächst auch noch. Und hinter dem Hag, eben, hinter dem Hag, da haben wir nochmal 2 Beerenbüsche. Habe ich euch erklärt. Ich weiss nicht, ob ihr es seht, ob ihr es wisst, aber da sind wir auch fortlaufend dran. Also am Stimmern habe ich da ganz viele Brennnesseln und am Rausputzen. Unser Eselstall wird rausgeputzt, fortlaufend. Aber das macht Sophia, wenn sie da ist. Sie freut sich so richtig auf die Mullis und darum ist sie dort immer fleissig dran. Überall jetzt Arbeit, gell? Aber ich kann ja nur das machen, was ich so mache aufs Mal. Und schau mal, so schön, der Morgen. Guten Morgen. Wanna see myself as a part of the whole. Grow some food for my family food bowl. Stand my ground but give up control. Know the boundaries but tear down all the walls. Won't give up or give in to apathy. Gonna plant a tree, then plant another 3,000. Now's the time to start feeding my soul. Feeding the soil, believing anything is possible. Und ich kann euch sagen, Claudia macht einen mega feinen Zwetschgenkompott. Und das Wochenende, wenn sie wieder da ist, Claudia, machen wir bitte so einen Zwetschgenkompott nochmal. Ich habe alles aufgegessen vom letzten Ladung. Danke. As I get older, some things become clearer. The end of my life is always getting nearer. Focusing on the things that bring.
da wird es auch schon grösser, sehen ihr? Das alles wird noch rausgegraben. Und da wird das wächst. Man sieht es vielleicht nicht so ganz, aber es wächst. Da bin ich auch schon bereit für das Netz. Ja. Jetzt fange ich mal an zu arbeiten. Mache jetzt ein paar Stündchen da bei der Bar weiter. Ein bisschen weiter rausgraben. Bis eben ca. so 11, halb 12, bis die Sonne einfach zu fest da vorne ist. Und dann gibt es Mittag. Das ist so mein Timing. Und dann nach dem Mittag gehe ich dann über, dort hinten, Richtung Sonne. Genau, wie dort hinten ist der Wasserhügel. Und ja, ich habe einige weitere Überraschungen für euch. Also bleibt dran. Jetzt dann kommt der Wasserhügel und das Bächli. Und das eine Bächli hat sich schon richtig etabliert. Sind ihr schon gespannt? Und das wird heute auch noch getauft. Ja, ich habe ja gesagt, dies, das und jenes. Volume 2. Erbsli sind geerntet. Zucchetti gibt es auch immer wieder. Und schau, bald ist es soweit. Tomaten kommen mit der Farbe über. Yeah. Meaning, food, community, love and healing. I'm getting tired of all this moving around. Wanna bring it back home to a simple piece of ground. Been talking about it till my mouth is done. But all I wanna do is make a deeper connection with some earth people fair. Well, I've been looking for the earth people fair. Well, show me where to find the earth people fair. Yeah, yeah, yeah. A stray alien wandering this ancient land. So much of the dream that I still don't understand. Been looking at you, but I'd rather see you and follow the path of that old dark emu. Someday my body's gonna breathe its last. Yeah, I'm aware that this too. So, wieder mal Zeit der Pause. Der eine oder der andere fragt sich sicher, wieso macht er jetzt alles so Earthworks, also die Wasserwerke und Löcher graben für die Bar und wieso tut er nicht direkt anfangen, so richtig zu pflanzen? Ja, du musst eben da überlegen, wenn ich jetzt alles bepflanzen, so wumm, dann könnte ich, und dann würde ich merken, oh, da braucht es ein Bächli, dort braucht es ein Swale, da braucht es ein Loch. Dann, und alles schon bepflanzt wäre, müsste ich alles wieder ausgraben und alles nochmal anfangen, oder? Also darum sagt man in Permaculture oder Permakultur Earthworks, also die Bodenarbeiten, den Umbauten zuerst machen. Ja, und es geht ein Zeitchen, vor allem da in Leidenschaft. Ui. Aber ja, kommen wir nicht schlecht vorwärts, finde ich. Ha! Werkzeugtechnisch ist das vielleicht nicht ganz das richtige Sortiment. Aber das ist halt das, was ich habe. Ein Spaten und ein Rechen. Und mit dem Rechen tue ich alles überrechen und verteilen. Ab und zu tue ich es mit dem Spaten, was nicht so super ist, in meinen kaputten Garetten. Kann ich dir zeigen. Ja, das meiste Material, die Spaten und der Rechen sind jetzt neu, wie die anderen zwei alte habe ich kaputt gemacht, die da sind. Ja, das ist halt auch kaputt. Ja. Und dann tue ich es überrechen und da fortlaufen wird es grösser. Ja, so ist es. Und das alles allein. Ja, da sieht man es noch, he? Da sieht man, was passiert. So ein bisschen. Ich brauche wieder mal Pause. Auch mit dem Kamera sieht man einfach nicht so recht. Aber ja, ich bin zufrieden, sehr zufrieden und dankbar, dass ich das machen darf. Und wer mein letztes Video gesehen hat, Meilenstein weiter im Text, der hat mitbekommen, dort hinten hat es ja die Ruinen, die ich gerne würde auseinandernehmen, all die Balken oben runterbringen zum Weg. Das ist ja der Weg. Die Balken werde ich dann da so hoch biegen. Genau, das als Mauer. Und hinten dran gibt es natürlich nochmal eine Steinmauer. Da zum die ganze Terrasse dann sichern.
Also ich tue nicht einfach weiterbiegen, sondern es gibt dann wirklich auch eine Steinmauer. Zuerst mit der alten Balken Holzmauer, zum Stabilität, noch mehr Pfosten rein. Also ja, und dann wird er ausgraben. Ja, aber um das alles zu machen, brauche ich Hilfe. Die Balken kann ich nicht alleine runtertragen. Also, jeder darf helfen, auch wenn ich dich noch nicht kenne, wir uns nicht kennen, ist egal, komm vorbei, melde dich, komm helfen, brauchst Lohn, reden wir darüber, kommst freiwillig helfen, danke vielmals, essen, trinken, Kost und Logis gibt es auf alle Fall. Vielleicht hast du einfach Spass am Arbeiten und Mühle bauen und ist mir eingefallen, bitte, wenn du Ja sagst, wenn du A sagst, dann mach bitte ein B. Ich habe sehr gerne Leute, alle Menschen habe ich eigentlich gerne. Niemand kann etwas dafür, wenn es anders ist, als dass es ist. Aber wenn du sagst, du kommst, dann komm. Lass mich nicht in den Stich, weil ich plane jeden Tag von Neuem. Klar, ich bin flexibel, aber wenn du sagst, du kommst, dann komm bitte. Und wenn du nicht willst kommen oder nicht kannst kommen, ist auch gleich, dann sag, und ist egal. Einfach, wenn du A sagst, mach bitte B. Ich mach's nicht anders. Also danke. Yes, machst du wunderbar. Schon einiges gegangen. Ja, so gesehen, das passt ein bisschen besser. He? Schon richtig viel gegangen. Scheiße, jetzt muss ich gerade absitzen, um euch das zu erzählen. Ja, vielleicht ein bisschen theatralisch, aber scheiße. Vorher habe ich Pause gemacht und dann auf einmal habe ich gemerkt, scheiße, ich habe meinen Ehering nicht da. Fuck! Und ich dachte, ich habe es jetzt beim Graben, heute Morgen beim Umgraben verloren. Da habe ich das erste Video angeschaut, das ich aufgenommen habe heute Morgen. Das am Anfang, das jetzt. Eben, genau. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, ich habe es schon nicht da. Scheiße, noch schlimmer. Ich habe seit 4 Tagen bin ich am Arbeiten. Und ich habe jetzt gemerkt, dass ich meinen Ehering nicht da habe. Und zwischen den letzten beiden Videos alles dokumentieren, hat einen Vorteil. Ich habe einen Anhaltspunkt. Ich habe ihn schon seit heute Morgen nicht. Im Haus ist er nicht, jetzt muss ich es suchen. Also ich bin schon x-mal suchen. Ein dringender Appell. Hast du einen Metalldetektor? Bitte, ich brauche einen Metalldetektor. Egal wer du bist, ich brauche einen. Dringend. Sonst muss ich mieten oder kaufen, keine Ahnung. Aber bitte du jetzt. Ich brauche einen Metalldetektor, weil ich zeige euch jetzt, was ich alles die letzten 4 Tage gemacht habe. Weil das Leben geht weiter, es geht weiter im Text, shit happens, ich will das finden, weil es ist da bei meinem Land irgendwo. Und sonst findet es eine Archäologe 3000 Jahre und das ist mein Erbgut. Aber wenn du, bitte, wenn du einen Metalldetektor hast, bitte, ich komme es holen. Du musst nicht einmal da raufkommen. Ich komme es holen. Ich brauche einen Metalldetektor. Und ja, ich zeige euch jetzt, was ich alles gemacht habe. Also weitergegraben. Scheiße, ich habe ja gestern und vorgestern auch schon gegraben. Also, ich seit 3 Tagen da rumgraben. Jeden Morgen. Einmal weiter. Also es könnte jetzt sein. Ich habe noch geerntet, ich habe Bohnen. Oh, das könnte noch sein. Da habe ich noch nicht geschaut. Ich habe Bohnen geerntet und angelegt. Scheiße. Ich bin natürlich auch einfach x-tausend Mal über das ganze Land gelaufen. Hin und her und hin. Drauf und herab und hin und her. Über Stock und Stein. Schau mal, hure geil. Da fließt Wasser. Hey, wir sind nicht einmal im Wasserhügel, sondern wir sind da hinten dran von der Schür, bei der Ruine. Und schau mal, der Stausee füllt sich wieder. Ha! Schau, der Bach, der geht den ganzen Weg bis da hinten. Und im nächsten Abschnitt tue ich den Bach benennen. Und all das habe ich die letzten 3-4 Tage gemacht. Und irgendwo da könnte mein Ehering sein. Ich habe sehr viel von Hand gemacht.
Überall können sie Scheiße. Klar mache ich das jetzt ein bisschen theatralisch fürs YouTube und dass es spannend ist zum Schauen, aber es ist eine Scheiße. Ich habe wirklich, aber eben, schau mal wieder den Bach. Der hat sich einfach den Weg gefunden. Weil wir können nicht immer einfach, nur wenn ein Problem passiert, können wir nicht immer beim Problem bleiben. Warum sind wir jetzt da im Video? Ja, das Bachli, ich habe mega Freude. What kind of crazy are you? Seht ihr da den Stein? Den Stein, den habe ich im Fall nicht gelegt. Ich habe nichts daran gemacht. Der Bach hat es schon gegeben. Wie gesagt, alles was ich mache, ist nichts Neues kreieren, sondern einfach die Natur wieder helfen, seinen Weg zu finden. Und es hilft mir, die Land zu befürchten. Da hat es noch einen Haufen Arbeit. Überall seht ihr, dort Holz muss ich alles noch schneiden. Aber das Wasser findet seinen Weg. Und schau, das ist der Originalweg. Und der ist schon lang. Und es hat das eben die letzten 3 Tage. Und wenn du dich immer noch fragst, was ist, apropos Fontana, wegen der Karte, ich zeichne einen und zeige es dir jetzt. Also, wir haben der Hauptbach, wo übers Land fließt, Wasser fällt ab und dann fließt er durch das Land. Ganz fest, eigentlich durchgehend. Da oben sind die Sprinkleranlagen, gerade wo das Land anfängt. Da fängt wirklich das Land an, die Sprinkleranlage ist. Und dann geht es da ein Wasserfall ab, da unten eine Schür, wo etwa auf der Höhe ist, also der Schür, wo ich auf den Wasserhügel gesehen. Da über geht es zum Zeremonieplatz. Und ich habe jetzt da etwa vor dem Wasserfall ist die zweite, weiter unten ist die zweite Sprinkleranlage. Und ich habe das ja wieder befreit, ganz am Anfang, das habt ihr gesehen. Und dann geht es da, der alte dort ruhen und so das Land ab. Also der Hauptbach geht so. Und meine Ableitung geht jetzt so. Und dann der Wasserfall ab und dann durch den Wald durch. Und dann kommt er raus, aus dem Wald raus und macht so, wie da hat es einen kleinen Teich und dann geht der ab mehr oder weniger so zack. Oh, jetzt bin ich viel zu weit, die Proportionen stimmen überhaupt nicht. Ei. Das heisst, ich muss, ja. Also es geht natürlich jetzt so runter. Auf der anderen Seite weiter. Und da macht es ja auf, einen Steinhang und da kommt der erste Wasserteich mit Überfall und dann der zweite da. Gut. Und dann geht es ja da ab. Scheiße, jetzt bin ich schon wieder ich muss viel mehr dran. Aber geht da ab, so in den Australien-Teich hinein. Und da geht es über ins Bächli, das noch nicht benannt ist. Und dann da oben, gehen wir zurück auf die andere Seite. Da geht es ja weiter. Da über, runter und über zu dem Teich. Wo ich nachher noch gesehen habe, wo ich mal darüber geredet habe im letzten Video. Ja, das wäre so der Plan. Kommst du raus? Aber eines Tages, wer weiß, habe ich vielleicht einen Zeichner oder ein Zeichnungsprogramm und ich kann das lernen oder jemand macht es mir. Aber bis dann ist das mein Plan. Ha! Aber irgendwo da in den letzten 3 Tagen, vielleicht habe ich meinen Ring verloren. Nadel im Heusack. So der letzte Schluck vom Bach und dann werdet ihr es erkennen.
Ich zeige euch, wisst ihr noch da, wo das Wasser sich durchgedrückt hat am richtigen Ort? Das ist das Bächli. Und es geht bis hinten zur Tür. So ganz weit hinten und noch viel weiter. Bevor ich meinen Ring verloren habe, ich bin ein Depp, dass ich nicht einmal gemerkt habe. Aber bevor ich jetzt eben den Ring verloren habe, habe ich entschieden, so beim Arbeiten und bei den Gedanken, ich bin ja immer am Fühlen und am Hören und ich muss mich ja mega mit mir auch selber arbeiten und Gedanken wie wir alle im Alltag, oder? Aber dann ist mir so das Gefühl gekommen, weißt du was, ich will das Leas Bächli taufen. Ich widme dem Bächli Lea. Weil das Bächli gibt es schon ewig. Schon immer gibt es das Bächli. Und die ersten 3 Tage hat es hure Mühe gehabt, sich etablieren. Es ist immer wieder vertrocknet und immer wieder neben rausgelaufen, weil der Boden so trocken war und es hat so viel gefehlt. Aber sie hat es geschafft. Das Bächli, das Lea-Bächli hat es geschafft und fließt jetzt voller Ströme. Und ich glaube, sie wird auch schwanken. Das ganze Jahr wird sie schwanken, das Bächli. Sie erinnert mich an die Lea und Lea ist einer meiner Lieblingsmenschen. Lea, du bist einer meiner Lieblingsmenschen, weil seit ich dich kenne, du bist du und du machst dein Ding. Ist nicht immer einfach und nicht immer gut, aber nicht immer richtig. Ist egal, du bist du. Aber du hast immer dein Wort gehalten, du bist ja immer ehrlich gewesen zu mir. Und darum bist du einer meiner Lieblingsmenschen. Weil, ob du Lust hast oder keine Lust hast, du bist immer ehrlich gewesen und du hast mich nie in den Stich gelassen. Nie. Darum widme ich dir jetzt das Bächli. Für immer und ewig. Ab jetzt heisst das Bächli Leas Bächli. Aber ich habe meinen Ring verloren! Gollum! Ich weiss. Ich hoffe, du findest es gerade nicht schwer, mir zu folgen, wo ich gerade bin, so die Gedanken. Ich bin am Video aufnehmen. Die Videos überlege ich vorher, nachher und beim Schneiden und überhaupt. Aber gleichzeitig bin ich mit meinem Ring am Verlieren und euch am zeigen, wo ich überall hätte den Ring verloren haben. Und überall, wo ich laufe, bin ich durchgelaufen. Also ich bin immer hin und her am Schalten. Aber sind wir das nicht all immer zwischen ich mache jetzt etwas Gutes. Nein, ich mache etwas Böses. Ich will ein Video aufnehmen. Ich habe meinen Ring verloren. Aber trotzdem, schau mal, wo ich bin. Es ist so schön. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe einen Biberbau gebaut und ich habe es wieder kaputt gemacht. Und ich habe es wieder gebaut, weil ich einen Ring gesucht habe. Aber ich habe euch auch versprochen im letzten Video, im Meilenstein, dass da oben ein kleiner Teich wird passieren. Und prompt, Mann, ein Wort, kleiner Teich. Ja, der geht natürlich jetzt auch weiter. Wahrscheinlich zeige ich es euch. Geht weiter, eben der Überfluss läuft weiter. Und ich habe ja gesagt, ich will jetzt die Kontur entlang den Hügel über, zu meinem anderen Land hindern. Ja, habe ich gesagt, ich bin nur noch nicht so weit. Also weiter vorne habe ich es vielleicht nicht verloren. Aber da, irgendwo da, habe ich es vielleicht verloren. Scheiße. Bleiben wir schnell beim Teich, weil den Ring finde ich jetzt gerade. Vielleicht zufälligerweise, aber dann muss es so sein. Bleiben wir beim Teich. Ich habe doch gesagt, wegen dem grüner werden, ist echt jetzt der Hügel unter mir grüner. Irgendwie macht es schon den Eindruck, dass es grüner wird, oder? Vielleicht auch nicht. Vielleicht wahrscheinlich vergleichs. Ja, vielleicht ein bisschen grüner, aber nicht so grün wie dort hinten. Ha! So, oh ja, der Teich. Gehen wir zum Teich. Wahrscheinlich, komm, ich gehe mal ab, ich zeige es euch. Teich. Die letzten 3 Tage habe ich auch die Abbauwohnung gegraben. Der Ring könnte auch irgendwo da sein. Im Baum hinein, auf dem Stein oben, im Dreck hinein. Hey, aber es war auch mal ganz voll. Also wirklich bis dorthin war alles voller Wasser. Ich musste höher graben, wie es da drüber gelaufen ist. Hat es richtig gut gehabt. Jetzt hat es aber schön wieder gezickert im Boden runter. Alles gut, die Bäume trinken, weil es hat schon lange nicht mehr geregnet. Und so gibt es auch keinen Druck, bis der Baum so richtig stabil ist. Alles mit der Zeit. Und nachher geht es ja da drauf.
Wird alles noch ausgraben und es ist einfacher zum Graben, wenn es kein Wasser drin hat, obwohl drin fließt. Aber meistens fließt das Leerbächli hinten. Ein Haufen Geschnur heute. Hey. Und dann wird es von da aus weitergehen, bis dort aber. Seht ihr zwischen diesen beiden Steinen? Da ist nämlich auch mal, ich bin im Fall nicht ganz sicher, aber ich glaube, da hat es einmal einen Teich im Fall gegeben. Schau, ich zeige euch, wieso. Wie da zwischen diesen Steinen geht Wasser drauf. Nachher. Aber, was meinst du, ist nicht schon Wasser da drauf? Wahrscheinlich schon. Nichts Neues, altbekannt. Bringen wir wieder ins Leben. Und dann wird es da drauf fließen und da unten gibt es einen Swimmingpool. Also wird das mein Wasserfall ins Swimmingpool rein. Und dort hinten ist der Poolhaus. So, jetzt dann das Video beenden. Ja, ich sollte meinen Ring weitersuchen. Nein, eben, ganz ernsthaft. Metalldetektor. Liebe Universum, liebe Freunde, liebe Unbekannte, ich brauche einen Metalldetektor. Bitte, bitte, bitte. Ich muss meinen Ring finden. Kann mir jemand helfen, bitte? Und ja, ich hoffe, du hast das Video genossen. Trotz Drama ist es vielleicht noch unterhaltsam gewesen. Ich bin so froh, bist du da. Übrigens, ein Viertel von allen, die uns schauen, danke vielmals, sind abonniert. Das heisst, wir könnten mit 112 mal 4 sind 448. 448 könnten wir schon Abonnenten haben. Was für eine tolle Zahl, wenn alle abonnieren würden. Bitte, danke vielmals. Und wenn du nicht tust, ist egal. Schön bist du am Schauen. Tschüss. Ich habe meinen Ring verloren. Scheiße, es schiesst mich wirklich an. Ganz, ganz fest. Aber ich habe trotzdem so ein Glück. Danke Universum, dass ich an so einem Ort meinen Ehering verlieren darf. Bei solchen Arbeiten, bei solcher Natur. Hey, das Leben ist einfach so schön. Ja, oder es ist, was man daraus macht. Tschüss! Und falls du es nicht glaubst, ich habe es im Fall sonst nicht abgezogen. Ich ziehe es nicht ab. Tschüss. Everybody's crazy, just a little crazy. Nobody is normal. What kind of crazy are you? Everybody's crazy, just a little crazy. Now you know you're crazy. Well, what you gonna do? 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 What kind of crazy are you? 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 Get all wonky, acting like a monkey. Just gotta keep it funky. You might come up with something. Ziel erreicht.